Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen FC Brügge, gegen Club Brügge, wie auch immer. Ähm, Teil 1 mit Jonathan Tah. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und von da und wie ich sagen, rein, nicht mehr rumschnacken. Hallo zusammen. Hallo. Champions League ist wieder in der Stadt Ja. für das Spiel morgen Ton gegen ist Club wieder Brugge sehr aus Belgien. Herzlich willkommen zu Teil 1 der Pressekonferenz, wie gewohnt am Tag davor mit Jonathan Tah heute und euren Fragen. Willkommen nochmal und los geht's. Carrie Howe für Sky. Ja, hallo Jona, was für ein Spiel erwartet ihr morgen und wie habt ihr in der Mannschaft, wie hast du persönlich die Vertragsverlängerung von Kompanie aufgenommen? Danke. ein cooles Shirt hat er an. Farblich jetzt nicht ganz so, aber so vom Style her hier mit dem Adidas-Logo, unserem alten Logo. Ja, natürlich kommen die Fragen zu Vincent Kompanies Vertragsverlängerung. Ja, die Vertragsverlängerung haben wir uns Na, cooles Shirt, so vom Style her. Das Ganze in Rot-Weiß. Dann würde ich es glatt fühlen. natürlich alle drüber gefreut. Ich glaube, die Mannschaft sehr, sehr happy darüber, der ganze Verein sehr happy darüber. Ja, und zum Spiel, es ist eine Mannschaft, ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, war das mit Leverkusen gegen sie gespielt. Sie sind es natürlich gewohnt, aus ihrer Liga dominant zu spielen, viel den Ball zu haben. Ist eine gute Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Natürlich wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen, ihnen unser Spiel aufdrücken. Ja, aber es ist eine gute Mannschaft. Und zu Hause muss das auch so sein. Punkt. Ja, ich habe es ja schon im Taktikfuchs gesagt. Ich sehe die jetzt auch nicht als schlechte Mannschaft oder sowas. Auf die Champions League gesehen, würde ich sagen, mittelmäßige Mannschaft. Muss zu Hause schlagen, Punkt. Und das Spiel müssen wir seriös angehen. Zumindest wenn du die ersten 8 willst. Dankeschön. Nächster Fragewunsch. Alle schreiben noch. Klaus Bergmann. Carrie nochmal. Bitteschön, Carrie. Dann nochmal nachgefragt beim Coach, hat er euch das persönlich gesagt? Habt ihr es jetzt aus den Medien bzw. aus der Pressemitteilung erfahren? Wie lief das gerade ab? Gab es noch ein Ständchen? Kannst du da ein paar Eindrücke Nee, schildern? es war relativ, ja, Ja, es war ja jetzt auch nicht so, dass der Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre. Ne? Also, die tun jetzt gerade so, als wäre es jetzt, keine Ahnung, die Nachricht der Nation und keine Ahnung, Company wäre sonst am Ende der Saison weg gewesen oder was. Also, weil ich da wie mein Wissensstand ist, hat er vorher bis 27 Vertrag gehabt. So, ja, also es wäre ja dann immer noch ein Jahr gewesen. Also, was erwartet man da jetzt? Die große, was weiß ich was, wie gesagt, der wäre nächste Saison so oder so noch Trainer gewesen. Also, simpel. Also wir ja, haben da eben. kein großes Ding bisher draus gemacht, weil der Fokus natürlich jetzt gerade auch sehr auf dem Spiel morgen ist. Und ich denke mal, wenn wir das Spiel morgen gut gestalten, dann werden wir als Mannschaft nochmal mehr drauf eingehen. Dann wechseln wir die Seiten. Mario Krischl für den Kicker in der zweiten Reihe. Ja, Jona, wenn du sagst, ihr habt kein großes Ding daraus gemacht, ist es vielleicht genau das, was ja diese Zeit von Kompanie bisher auch auszeichnet, dass es immer der Fokus rein aufs Sportliche ist? Ja, auch von ihm gab es da keinen, ging es in der Besprechung nur um den Gegner und um das nächste Spiel und auf jeden Ja, nochmal ist auch völlig normal. Ne? Wie gesagt, wäre der Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen, so, keine Ahnung, dann wäre vielleicht das Ding ein bisschen größer gewesen. Aber dem war ja auch nicht so, oder ist ja nicht so gewesen. Also. Fall, er bringt, das spürt ja jeder, er bringt eine Ruhe rein, einen Fokus wirklich auf das Wesentliche, aufs Fußballspielen, das, was wir auch am besten können und was unser Job ist. Und ja, das macht ihn auf jeden Fall aus. Hier vorne David Ferro für die Bild-Zeitung. Servus, hallo. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Harry Kane gesprochen. Kannst du uns mal aus Abwehrsicht schildern, wie es ist, mit Harry Kane zusammenzuspielen, der jetzt nicht nur vorne die Bälle irgendwie reindrückt, sondern euch ja auch die Dinger sogar noch vorm 16er jetzt wegrätscht? Ja, das ist schön, dass Sie es erwähnen. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Natürlich. Hey, hier auf dem Kanal nicht, ne? Jona, kannst du gerne mal einschalten? Mal weiterleiten hier an Jonathan Tah. Hier auf dem Kanal wird das schon seit Monaten hoch in den Vordergrund gestellt, was Harry Kane halt auch defensiv für diese Mannschaft arbeitet.
Natürlich macht er Tore und die macht er überragend. Aber was mich persönlich pusht auch auf den Platz und uns alle irgendwie mitreißt, ist halt dieses, wir pressen Mann gegen Mann, sein Mann läuft in die Tiefe und er läuft mit und verteidigt mit. Und das kann man auch keinem irgendwie, glaube ich, beibringen. Das muss aus einem selber kommen. Das machen wir natürlich als gesamte Mannschaft, aber wenn es ein Spieler wie Harry Kane macht, der einfach die meisten Tore bei uns schießt, dann pusht es jeden und zieht jeden einfach mit. Und das macht ihn gerade so besonders. Bleiben wir auf der Seite. Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Herr Tat, die Verteidigung ist sehr stabil. Woran liegt das? Weil es war ja so, da waren Sie noch nicht hier, aber da war das nicht immer so. Nur das war immer ein großes Thema. Dass gerade auch bei der doch sehr offensiven Spielweise, bei der Pressing-Spielweise eben es da Probleme geben kann in der. Naja, Punkt 1, natürlich spielt ein Jonathan Tah eine Rolle. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Ich denke, er macht das sehr, sehr gut bis jetzt. Ist da auch mehr der Führungsspieler, wie es ein Upamecano für mich ist. Nichts gegen Upa, ja, nicht falsch verstehen. Und das andere ist natürlich auch, wir haben unsere Spielweise aber auch ein bisschen angepasst, weil wir rennen jetzt halt auch nicht mehr blind 90 Minuten stur Vollgas pressen auf den Gegner. Ja. Ja, das ist halt auch ein Unterschied. Und wir merken halt auch im richtigen Moment, wenn man merkt, der Gegner kommt auf, dann ist es auch nicht so, dass immer noch 3, 4, 5 Leute versuchen zu pressen und das nicht reicht. Und dann dadurch dann Lücken gerissen werden. Nee, dann kriegen wir es halt auch hin, als Mannschaft mal ein bisschen kompakter zu agieren, ja, und nicht blindlings weiter zu pressen. Also das ist schon ein gutes Learning die Saison und das hilft natürlich dann auch der letzten Reihe. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Ja, Verteidigung. Ja, über die Zeit vorher möchte ich gar nicht so viel sprechen. Ich glaube einfach, dass wir es als Mannschaft extrem gut machen. Wir sind alle überzeugt von dem, was wir machen auf dem Platz und helfen uns gegenseitig. Und am Ende Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, aber der war letzte Saison auch schon gegeben. Ja, okay, wenn du den Charakter Leroy und auch Kingsley, wohl Kingner kannst du eigentlich wenig vorwerfen, was das angeht. Aber so ein Leroy ist halt schon oft stehen geblieben. So, ja, auch so ein Serge ist oft stehen geblieben. Das merkt man schon. Ja, die Charaktere, die man dazugeholt hat mit dem Diaz, denen wird das im Traum nicht einfallen. Ja. So, ist vielleicht halt auch nochmal ein kleines Puzzleteil, ne? Es ist auch nicht immer ein Thema von Verteidigern oder von der Abwehr, sondern das ist richtig, ja. Gesamtkonstrukt. Und das passt gerade einfach alles. Und deswegen fühlt es sich gut an und deswegen versuchen wir natürlich so wenig wie möglich Gegentore zu kriegen. In der letzten Reihe, bitte. Ja, Jesper. Marius Epp von Absolut Fußball, hallo. Wir hatten es gerade von der Abwehr, Sie haben gesagt, das Gefüge passt sehr gut. Sie haben jetzt den Stamm meistens mit Dayot Upamecano gebildet. Als Innenverteidiger ist es ja immer wichtig, sich mit dem Nebenmann gut zu verstehen, auch kommunikativ. Was zeichnet ihn aus Ihrer Sicht als Spieler aus? Dayot? Ja. Ich finde, er ist ein sehr kompletter Innenverteidiger. Er ist extrem aggressiv, er ist extrem schnell, er ist gut im Infight, er ist mutig im Spielaufbau, dribbelt an. Also ich halte sehr, sehr viel von Dayot. Er macht es überragend zurzeit. Und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen, aber auch genauso mit Min-Jae. Auch er sehr aggressiv, kommt gut über diesen Infight, verteidigt gut nach vorne, genau das, was wir brauchen. Es war wirklich schön für mich zu sehen, dass ich hier hinkomme und so eine hohe Qualität auf dieser Position ist, weil dadurch werden wir alle besser. Letzte Reihe auf der rechten Seite, bitte, ja. Hallo, Miriam Wetter von Sport 1. Sie spielen jetzt das erste Jahr mit Manuel Neuer im Verein. Welcher Faktor ist er und was für ein Gefühl gibt er einem Innenverteidiger, wenn man weiß, er ist im Rücken? Ja, Manu, ich weiß natürlich, wie das Gefühl ist, schon von der Nationalmannschaft. Und im Verein ist es genauso, nur halt mehr Spiele. Es fühlt sich gut an. Du hast das Gefühl, weiß ich nicht, wenn lange Bälle kommen, er ist immer mutig draußen, er spielt mit, er ist immer aktiv, er ist immer da. Selbst bei Spielen, wo er vielleicht auf der Linie nicht viel zu tun hat,
ist er immer präsent und das gibt einem Innenverteidiger und der ganzen Mannschaft natürlich ein sehr gutes Gefühl. Dann nochmal Klaus Bergmann, bitte. Hat sich für Sie Stand jetzt alles so entwickelt hier, wie Sie sich das gewünscht haben und welche Rolle, auch wenn Sie ja viele Spieler ja schon kannten, auch aus der Nationalmannschaft, welche Rolle hat es für Sie gespielt, diese Club-WM im Sommer zu haben? War das so ein bisschen so ein Eingewöhnungsprozess, ein Einspielen schon für Sie? Ja, absolut hat die Club-WM mir persönlich geholfen, die Jungs besser kennenzulernen. Es wäre anders gewesen, wenn ich normal in eine Sommervorbereitung gekommen wäre. So waren wir einfach da und man musste erstmal sofort funktionieren. Und wir waren über einen längeren Zeitraum gemeinsam an einem Ort und mir hat es geholfen, alle kennenzulernen, nicht nur die Spieler, sondern auch alle drumherum kennenzulernen und ja, bis jetzt fühle ich mich sehr, sehr wohl und habe mich gut eingelebt. Okay, eine letzte Bitte, Gary Howell. Ja, jetzt stehen ja unglaublich viele Spiele an, viele englische Wochen auch. Was machst du persönlich für dich, um auch gut zu regenerieren, um auch jedes Mal dann wieder on top zu sein? Vielleicht noch eine Frage zu Nicolo Tresoldi, der bei Brügge vorne im Sturm spielt. Kennst du ihn? Hast du dich über ihn ein bisschen informiert schon? Danke. Ja, also erstmal die Recovery ist natürlich extrem wichtig, jetzt in dieser Phase vor allen Dingen, wenn so viele Spiele kommen. Ja, ich bin da nicht so ein Typ von zu viel fancy Stuff. Ich konzentriere mich auf die Basics und das ist gut schlafen, gut essen, viel Wasser trinken und ich glaube, wenn man das alles abdeckt, dann kommt Sauna und Kältebecken, das kommt on top, aber wenn du dich darauf fokussierst, dann ist seine Regeneration schon ganz gut. Und zu Nicolo Tresoldi, ja, ich kenne ihn ein bisschen, natürlich durch die U21, weiß ein bisschen was über ihn. Ich habe, glaube ich, selber, ich kann mich nicht erinnern, wann ich gegen ihn gespielt habe oder ich kann mich an keine Duelle erinnern oder ob er damals schon da... Ja, deswegen, ich weiß, dass er technisch gut ist, dass er auch ein vernünftiges Tempo hat, dass er den Ball gut halten kann. Ja, aber mehr wird man dann sehen. Okay, danke Jona, danke euch. Sehr gerne. Gleich sind wir zurück mit dem Trainer. Danke, Jona. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch, sehr, wie soll man sagen, sehr homogen. Ja. Nichts irgendwie und so. Sehr gut, ich mag ihn, ich habe ihn vorher schon gemocht. Wie gesagt, ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm. War ja vorher schon ein, zwei Mal bei uns im Gespräch, was leider nicht so geklappt hatte. Ja, ich denke, das war ein absoluter No-Brainer-Transfer und ja, sehr, sehr guter Typ. Sehr, sehr gute, waren auch ordentliche Fragen, fand ich, ordentliche Antworten. Von daher, Leute, das war Teil 1 mit Jona und Teil 2 mit Winnie folgt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie eines im Leben können. Gute Freunde sind hier